Ja, grüß Gott, Leute, fühlt euch ein klein wenig begrüßt an dem schönen Gipfeldach, auch ein wenig rot ist draußen immer noch, wegen dem Sahara, Sepp. Äh, Ihr wollt bestimmt erfolgreich innerhalb von 100 Tagen abnehmen. Will wahrscheinlich jeder, aber um das geht es heute gar nicht. Es geht heute um ein ganz kontroverses Thema. Und zwar habe ich ein TikTok gesehen. Nein, auf TikTok ein Video gesehen von so einem Food-Modder, sage ich jetzt einfach einmal. Ihr werdet wahrscheinlich jetzt alle ein wenig Ekel verspüren, wenn ihr die so Videos seht, wie einer, keine Ahnung, ein Leberkäse in der Pfanne anbraten und mit Burgersemmel und Ketchup und Salat anricht und den ganzen Zeug und das als Bavarian Burger oder so betitelt. Oder Weißwurst Hotdog, Weißwurst Krapfen. Hä? Ihr wisst, was ich meine. Also so dieses auf Krampf bayerische Sachen zusammendrücken und es ist völlig was Neues. Ihr wisst, was ich meine. Und jetzt habe ich ein Video gesehen, das war ein wenig so die Grauzone für das Ganze betitelt. Also ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Wir schauen jetzt einfach mal kurz rein. Moment. Wow, jetzt bin ich klar. Wir schauen es einfach mal an. Das gute Video ist vom Störmann. Weißwurst kennt ihr alle, aber habt ihr schon mal was von Weißwurst Leberkäse gehört? Den kannst du bestellen in der Metzgerei. Links der normale und rechts der Weißwurst Leberkäse. Kommt genauso in den Ofen rein, eine Stunde auspacken und während du wartest, kannst du schon mal Weißbier aufmachen. So schaut der aus, wenn er fertig ist. Und das ist echt eine gute Sache. Du brauchst bloß noch eine Laungensemmel, einen Zirsen, dann tust du ihn rein und haust ihn runter. So, ja, also es geht um einen Weißwurst-Leberkäse. Beziehungsweise um ein Weißwurstbrat, das als Leberkäse konsumiert wird, sage ich jetzt einmal so. Und da ist jetzt meine Frage an euch, ist das überhaupt so erlaubt? Natürlich, Falle, jetzt wird jetzt keiner euch die Tür eintreten und ja gut, kann man auch nicht wissen. Aber ihr wisst, was ich meine. Also, ist das so vertretbar, wenn man sagt, man macht jetzt aus am Weißwurstbrat ein Leberkäse, also quasi wieder aus einem bestehenden Produkt was nice interpretieren, aber halt im Endeffekt was alt sei. Wer mir folgen kann, immer noch 1 plus, aber es ist ein wenig schwierig. Im Endeffekt, das Brat von einem Weißwurst und einem Leberkäse, ich bin jetzt kein Metzgermeister oder irgendwas, aber das unterscheidet sich ja jetzt auch nicht brutal. Also was haben wir denn drin? Kalbfleisch, Saufleisch, Kopffleisch, was von der Schulter, vom Hals, viel Fett. Und ja, was dann am Endeffekt wahrscheinlich den Touch ausmacht, sind halt die Gewürze, Petersilie und den ganzen Zeug. Und halt die Zubereitungsart. Ich meine, das Brat wird ja, also das Leberkäsebrat wird ja backen im Ofen bei ein paar Grad. Was ist das, 180, keine Ahnung, 180, 200 Grad. Und der Weißwurst wird halt breit, also in einem heißen Wasser. Da ist jetzt natürlich meine Frage, ist das jetzt dann nicht im Endeffekt dasselbe Produkt, nur halt aus dem Namen Weißwurst das rausgezogen? Weil es ist ja in dem Sinn keine Wurst mehr, es ist ja halt nur noch das Brat. Soll es dann nicht besser heißen, es ist ein Leberkäse aus einem Weißwurstbrat? Ist das dann vielleicht politisch der korrekte Fachterminus? Ich weiß nicht. Der Bürger wird wahrscheinlich einen Schlaganfall jetzt schon kriegen. Ja gut, kann ich auch nachvollziehen. Ich meine, angenommen, jemand macht jetzt aus die Weißwurst, schneidet jetzt, keine Ahnung, meiner Meinung nach auf und macht das Brat daraus. Dann war es komisch. Aber, ich meine, das hat ausgeschaut, also warte mal, wir können mal nochmal das Foto einblenden. Weißwurst und rechts der Weißwurst. Ah genau, da ist der Vergleich. Das ist der Vergleich. Also, links, gut, ist ja das normale Brat, ist halt gerötet und alles. Und rechts schaut es für mich ein wenig gröber aus und den ganzen Petersilie halt drin. Aber im Endeffekt ist das schon mal breit worden, weil es ja halt eben weiß ist. Ob jetzt da einer, keine Ahnung, Weißwurst in einen Mixer oder so mit irgendwas reintut und das halt dann verflüssigt. Weiß ich nicht. Wenn es so war, dann dann war es nicht so gut, weil du willst ja nicht auf Krampf einfach die
die Essenz vom Leberkäseessen ist ja quasi, dass man sich in einer Semmel reinzwickt mit der Philosophie der Weißwurst. Alter, das hört sich so falsch an. Vermischen. Ich meine, beides getrennt, geiles Produkt, aber wenn man das halt so ineinander wieder mixt, ist halt auch wieder, weiß ich nicht, das ist sehr preisig. Ob das jetzt schmeckt oder nicht, natürlich schmeckt es vielleicht. Ich meine, ihr habt die Krusten gesehen. Die Krusten, die schaut jetzt nicht verkehrt aus. Also hätte ich natürlich auch nicht geglaubt, dass das so wird dann. Aber es funktioniert anscheinend. Ich weiß ja nicht, was ich dazu richtig sagen soll. Ist es erlaubt? Also bei einigen werden sie wahrscheinlich die Nackenhaare aufstellen, für den anderen wieder sagen, ja, muss man probieren. Und viele werden wahrscheinlich jetzt drauf schwören oder so, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Wenn man es verkauft oder halt unbedingt machen will, dann sagt man halt einen Leberkäse aus einem Weißwurstbrat. Ich weiß nicht. Ist schwierig. Das ist die alte Apfel-Birnen-Diskussion. Boah, ja. Es darf in die Kommentare ruhig diskutiert werden, was darf ihr machen? Darf ihr sowas unterstützen? Findet ihr sowas? Müssen wir jetzt nicht unbedingt vielleicht direkt dort reden, man kann es ja mal probieren oder von vornherein sagen, na, jeden Metzger, den ich sehe, reise ab. Ich weiß nicht. Es sollte dann immer noch schon ein Leberkäse bleiben und die Weißwurst. Weil sonst wäre es ja immer weniger. Was hat man dann am Schluss? Ein Weißwurst, Leberkäse, Sauerbraten, Krustenauflauf, Suppen. Muss nicht sein. Finde ich, muss nicht sein. Probieren, probieren. Wahrscheinlich schon. Probieren kann man alles. Aber soll man es gut finden? Ich will ja keine voreiligen Schlüsse ziehen. Ich lasse jetzt einmal euch ein wenig so drüber philosophieren. Macht es als nächstes Stammtischthema. Ich meine, Mittwoch ist jetzt ein guter Tag dafür eigentlich. Ja, und lasst es mir wissen. Was wollt ihr machen? Vielleicht ist das auch so ein Startschuss für anderen Krampf, wo es dann halt wieder in die falsche Richtung geht. So wie damals bei der Gorsmaß Krapfer, Gorsmaß Eis. Was hat es da alles gegeben? Ich habe keine Ahnung. Gorsmaß Kaubonbons. Darf mich auch nicht wundern, wenn es schon gegeben hat. Ja. Muss nicht alles auf Krampf machen, aber man kann auch offen für was sein. Ich weiß es. Ich habe keine Ahnung. Bild dir deine Meinung. Also dann. Das würde ich eigentlich nur einmal so nahegebracht haben, weil das hat mir einfach ein wenig, keine Ahnung, ich habe nicht schlafen können. Ein Weißwurst-Leberkäse. Auf Ideen kommen mir leid, aber gut. Man braucht halt auch mal was Neues. Hilft nichts. Der Leberkäse. Na, ja genau. Was ist denn jetzt eigentlich, wenn man Leberkäsebrat in einer Wurst und das dann als Leberkäsewurst verkauft? Das ist ja dann auch irgendwie komisch, oder? Da darf ich lieber das Produkt lassen, so wie es ist. So. Was denkt ihr drüber? Haut es in die Kommentare rein. Ich verschwinde jetzt dann. Ich werde wahrscheinlich in Sahara fliegen. Da gibt es keinen Sand mehr, der ist jetzt überall in Minga. Und vor der Haustür, wisst ihr es ja selber, habt ihr es ja gesehen gestern. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und trinkt auch nicht für mich mit. Also, tschüss!